Gott kon een insecure last 15 jaar met jou brengen. Wat de hungrig wird für Jesus. Hey, sei gut. Ich freue mich, dass die waren alle sind uitgekomen, dat je hebt schijnt te zijn, wofür von jullie komen, to celebrating dort, wat Gott in unser Leben steht, aber wofür von jullie kommt, Mautfoten und Maya, den Leben in der Welt ändern, dat is een groot Segen te zijn. Wir sind in einer Reihe von Botschaften, wat wir an Start dabei. Letzte Sonntag hatten wir mal Pastor John von Läwenswasser hier, und der von jullie wird nicht an der Botschaft hier harrig, wo ihr mir gut drehen, und harrig. En voetmout, dat is een zegen te zijn, bloos wo veel op meint van God in onze levens wel schaffen en van God in onze levens kon schaffen. Dat is een verrecht, niet bloos een muss, aber dat is een verrecht, wanneer we kunnen deze grote opgave, deze grote verantwoording, wat God ons gegeven heeft, de Welt het Evangelium te brengen, uitvoeren. Dat is een grote verrecht, dat God met ons als Menschen wel Partner zijn. Dat is een verrecht dat God niet alleen wil gaan in de wereld nemen. Dat is een verrecht dat hij een Charpe heeft, dat hij een Kjoakj heeft. En dat die zo'n mensen als die en mij wel brokken doet. De eerste zin vertellen we ganz kort van hoe wichtig dat is, wanneer we denken aan de Thema en de wereld te gaan nodig brengen. Dat we denken aan hoe wichtig dat is, dat we een hart hebben wat door met God een leven is. En we doen dat niet bloos wegen wie maten, maar we hebben een leven voor de wereld gewonnen. We hebben een leven voor de mensen. Laatste Mal, dann vertellen wir von 8 Dingen, die sehr wichtig sind, dass die Welt wird nicht bloß Matten hören, aber dass die wollen Wellen horchen, was wir zu sein haben. Und das ist ein Verrecht, so eine Dinge zu lernen, aber das ist ein Verrecht zu sein, dass die Dinge die schaffen und die sind praktisch und wir können es tun. Und ich weiß nicht, ob die mal so falsch ist, ich einmal, wenn Gott uns sagt, dass wir sollen in die ganze Welt gehen, en die gouden nodig in alle velden brengen en alle mensen te jingen merken. Dat zit meestal zo'n grote opgave wat onmogelijk is vorig te brengen. Dat zit zo'n grote opgave wat we meestal denken, oké, te wat aanvang wanneer ik plus deze ene persoon ben, te wat aanvang wanneer ik niets heb, te wat aanvang wanneer ik plus een mens ben met deze 8 biljoen mensen, te wat. Ik meen, dat kan de missionaren doen, dat kan de pastors doen, dat kan die doen wat du te beroepen zijn, niet zo? Te wat zal ik dat doen? En ik wil je ganz kort wat wijzen. Vele jaren terug, dan checkt de wereld mal, oder NASA, dat is deze organisatie, wat dan immer deze, niet spaceships, satellites merken, en ja, spaceships ook, met wat in de maan vliegen en zo wieder. Die merken een satellite, und in 1972 merken die een satellite, en die willen dit satellite nu, nicht nur Mars, aber nach der nächste, wovon ihr seht, hier, nach der nächste Planet checken, nach Jupiter checken. Zu der Zeit, wie wir nach einmal wieder gewasst aus Mars, und was die Scientists wollen tun, die wollen mal in Satellite noch wieder checken aus dort, und die wollen Bilder haben. Und der einzige Purpose für das Satellite ist, die wollen nach Jupiter fliegen und die wollen Bilder merken, um die Bilder in der Welt checken, wie das kann sein. Und das wird eine sehr große Abgabe. Die Menschen, die wissen nicht, wo in der Welt das wird möglich sein, aber die hat wie nach Himmel in Satellite gehabt, wird wieder wie aus Mars gekommen. Und das wird ein sehr großer Traum oder eine sehr große Mission. Und die wissen nicht, dass das wird schaffen. Die dachten, das wird nicht uitkommen. Da werden so viele Dinge je ernten, da werden so viele Dinge, die glauben, das wird nie nicht uitkommen. Die Asteroids wurden nicht hier wie 2 merken, und da werden bis 1000 Dinge, was die Odds wird, wir müssen sehr klein, das wird schaffen. Aber zur Erde Überraschung, was wir im November 1973, dann wir das Satellite bei Jupiter. Und diese Nummer schmecken vielleicht wenig Sinn zu uns, aber ich will Ihnen bloß noch einmal sagen, dort das Sinn merkt von der Sonne bei Jupiter, das sind 779 Millionen Kilometer. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das so weit gewasst, aber das ist ein langer Ring auf. Und dann wir in der Batur, der hat sich niemals gedacht, dass er wird schaffen.
Okay? Aber als die studieren und die Bilder sahen, was die Jäuf dann, was die nicht gewusst hatten, ist, dass das Planet, die hat in Force Field, nicht in Force Field, die Magnetic Field daran, die wir so stark oder so groß, dass die nimmt diesen Satelliten, die schlagst den Rüt oder die schubst den mit viel mehr Schwung wieder, als was die hatten gedacht, die würde. Und dann fliegt die nach wieder. Und als die bei dem nächsten Planet wird, dann wieder 1,6 Billionen Kilometer auf von der Sonne. Und die fliegt nach einmal und dann nimmt noch einmal Bilder. Und dann fliegt die bei dem nächsten Planet 3,2 Millionen Kilometer. Okay? Bei dem nächsten Planet wird dann wieder 4,8 oder Billionen Kilometer auf. Und die fliegt bei dem letzten Planet vorbei, dann wieder 4,5 Millionen Kilometer auf. Und die schickt nachher mal Bilder in der Welt. Okay? Was die nicht gewusst hatten, was die wohl bei Mars kommen oder eben bei Jupiter kommen, die fliegen man immer viel wieder, viel länger, 25 Jahre lauter, da man immer wieder bei den letzten Planet für ein Solar System und die schickt nachher mal Bilder in das Haus. Und weißt du, was das ganz abfallendste wäre? Die haben kleines, die Operating System oder der Motor oder was immer man das drehen geht, das wie eine kleine Batterie, wo du 8 Watts 4 merken geht. Klein mehr als der Nachbau, wo die das bei den Badanlagen danach. Und das schickt 25 Jahre laut, danach haben wir Bilder von all diesen Planets. Nee, warum sage ich Ihnen das? Ich sage Ihnen das bloß, wenn Dinge sind möglich, was du nicht hast gedacht, die wären möglich, wenn du bloß mal was das. Und wenn du die bloß mal was schwer und was zu tun, und wenn du bloß mal was utfängst, als du kannst was tun, du wirst gerade Dinge tun, du wirst bessere Dinge tun, du wirst viel wiederkommen, als was irgendwer jemals gedacht hat oder gewusst hat, dass du wirst kommen. Und ich will zu Ihnen sagen, wir haben nicht bloß eine 8-wattige Batterie in uns Hort bin, wir haben eine Kraft in uns Hort bin, was gerade ist als alles andere, was existiert. Die Kraft, was Jesus von dort abwirken, die Kraft, was den Universum in Existenz sprechen, das ist die Kraft, was du und ich deep in uns Hort verwandelt haben. Das ist die Kraft, was Jesus uns geben, Gott uns geben, um diese Welt zu gewinnen für Jesus. Und ich will sagen, dass wir einmal Dinge gehen uns. Ich will sagen, dass wir einmal Dinge, was wir glauben, dass wir niemals schaffen. Ich weiß nicht, was uns fehlen ist. Einige von uns, wir sagen vielleicht, dass wir sind noch zu jung. Kriegst du es Jeremia sieht. Andere von uns sagen vielleicht, wir sind zu alt, so Sarah sieht. Andere von uns sagen vielleicht, wir sind viel zu blöd oder wir werden uns nicht zu sein. Moses sagt auch sonst dort. Ich weiß nicht, was die fertig gegeben hast. Ich weiß nicht, was wir fertig gegeben haben, weil wir denken, und diese Welt für Jesus gewinnen. Aber was Gott in dein Leben getan hat und was Gott durch dein Leben tun will, ist gerade mehr und viel, viel kraftvoller, als du jemals auf dieser Welt verstehen wirst. Kann ich das noch einmal sagen? Was Gott mit dir tun will, ist gerade besser und viel, viel mehr, als du jemals in dein Leben verstehen wirst. Ich kann Ihnen vielleicht was tun. Sei mal zu den Nuber, was in deiner Rechte sieht, weil wenn die nicht, dann sieg ich in den besten Nuber. Sei mal zu den Nuber, was in deiner Rechte sieht, Gott hat noch nicht vor dich mit dir. Sei zu denen. Sei zu den linken Nuber, was Gott mit dir vorhat, das ist gerade und besser, viel besser, als was du gedacht hast. Sei zu denen. Was Gott mit dir vorhat, das ist viel gerade und viel besser, als was du gedacht hast. Gott will was tun mit uns, was wir nicht verstehen können. Und ich wünsche, ihr würden das glauben, ich wünsche, ihr würden das sein. In Position 3, dann lassen wir uns diesen Versen, und somehow vielleicht ist wir sind gleich fertig mit das, weil das eine tiefe Wahrheit, was wir machen verstehen. Das ist so einfach, so kalt, das ist, as a matter of fact, bloß ein Port von den Vers, Johannes Kapitel 1, Vers 14. Und das sagt es dir, das sagt, und das Wort wird Mensch in Wohnbank uns. Das Wort ist Jesus. Das sagt, Jesus wird Mensch und Jesus wohnt man ganz. Das ist das größte Missionsprojekt oder die letzte Missionsarbeit, was jemals als irgendwo passiert. Dass die sehen, Gott ist der Leute sich schicken, Gott selbst der Leute sich schicken, und er kommt selbst auf diese Welt ab, der wird Mensch und der wohnt man ganz. Und habt ihr mal gedacht, dass als Jesus Mensch wird,
wo viel, wenn man das deutsche Wort gesagt, wo viel Begrenzungen die hat, wo viel Limitations Jesus hat, als der Mensch wird. Habe ich mal euch gedacht, wo viele Dinge Jesus hat sollt haben, oder wie würden sein, die soll haben, aber die hat er nicht. Dus genug Proof in der Bibel, wenn die Bibel studieren lässt, dass die was antworten, dass Jesus was eine sehr arme Familie ab. Wir glauben immer, wir machen sehr viel Geld in der Welt beeinflussen für Jesus. Jesus hat gleich Geld. Jesus was eine sehr arme Familie ab. Dus genug Proof, dass wir wissen, dass Jesus ihn irdischer Vater, der starb, als Jesus sehr jung war, und Jesus musste die Familie übernehmen, sodass die Juden Autorität hatten, und er musste die ganze Familie versorgen, von sehr jung an. Dus genug Proof, ja, dass du weißt, dass Jesus von klein an, wie ein Jung, wo du immer muss ran für sein Leben, oder immer muss von einem Lohn, von einer Stadt nach anderen Stadt, wer in der Welt will den Tod merken, die Religion will den Tod merken, die Räume will den Tod merken, die wollen den los sein von auf dieser Welt. Jesus hat gleich alles, was du und ich leben, der hat soll haben, die Welt beeinflussen. Wir würden ja gleich, wenn du wenigstens einen Mic hat, nicht? Oder wenn du wenigstens WhatsApp hat, oder wenn du ein TV-Show hat oder something, aber dass die mal die Welt beeinflussen würde mit seinem Namen oder mit der Kennekrieg. Weißt du was? Was von der ersten Tag, du hast noch keine Person ever auf dieser Welt gewesen, wo du so viel Einfluss hast gelassen als Jesus. Du hast noch niemals, nicht mal von Trump, als du so viel verteilt worden als von Jesus, okay? Jesus hat den größten Unterschied gemerkt, als was du dir jemals kannst denken. Du hast noch keinmal noch nicht irgendwo von wem so viel verteilt worden. Eine Welt, eine Kjoakj als von Jesus. Da wie eine Person, und die hat eine Kraft an sich bin, wo du nicht bloß so clean wie, und nicht so wenig wie, als was wir einmal bleiben. Und der nächste Vers, nicht die nächste Vers von diesem Vers, aber der nächste Vers, was ich will geben, das ist Johannes 20, Vers 21, der letzte Part. Und der sagt es jetzt, so der Vater mir geschickt hat, sagt Jesus, so schicke ich ihn. Und das sei selbstverständlich nicht so. Wie sind Jesus in Körper, irdische Körper bewählt, so der Vater mir geschickt hat, sagt Jesus, so schicke ich ihn. Nicht die kostet die Frauen fällen, right? Wo schickt der Vater diesen Bengel? Der schickt den Wied, der schickt den Deib, der schickt den Duhan, wo das amtlich wird, das ist keine Frau. Aber das nachher Ding, was wir machen verstehen, ist nicht bloß so, als der Vater den schickt, aber mit der Kraft, was der Vater den sehen schickt, mit der schickt der seine Kjoakj. Das sei wichtig, dass wir das lernen. Je findet alle wehen, dass Paulus sagt, dass je haben die Kraft gekriegt, was Jesus hat von dort abgewirkt. Und das ist die Kraft, was wir haben gekriegt, um die Welt verändern für Jesus. Und wenn das so ist, und wir haben so viel Kraft gekriegt, kann ich eine Frau fragen? Sei einfach, aber sei ein Deib. Warum haben wir so viele Menschen dran Angst, was Jesus nicht kann? Warum sind du so viel, was die Gute nur von Jesus noch nicht gehört haben? Warum sind du so viel, was du noch mal bloß Religion gesehen hast? Warum sind du so wenig Menschen, was wirklich Jesus in der Wort hat, die Gute nur von Evangelium gekriegt haben? Frau dich doch mal. Und ich lebe ganz auf Irms. Und du sind meist eindenk, unbedingt, aber ich will jeden von dir in den wiesen, dass das ich glaube, dass wir mit ans Mindset, ans ganze Verständnis, wo wir Mission gesehen haben, dass wir ändern. Wir müssen ändern, wo wir Mission sein, um dort Mission wird wiederkommen. Wir müssen ändern, wo wir die Gute nötig sein, so dass was wir tun. Wenn je sein, wo Jesus die erste paar Jungs Feier sagt, aber die erste paar Jungs du in Galiläischen Meer, erst 2, dann einmal 2, aber würde diese Jungs das wählen, aber raupen, heute muss ich sein, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen einmal sein. Das ganz erste, und es ist wichtig, dass wir das in Ordnung haben, sagt er, folg mir nur. Folg mir nur. Der sagt nicht, das ganz erste, dass die Jungs gut in der Welt nennen, gut in den Wut darüber, in die Welt für mich. Der sagt, folg mir nur. Und das Zweite, was er sagt, ich will ihn zu Menschen verschmerzen. Das sei wichtig, weil wenn wir Jesus nur folgen, dann ändert uns Lebensstil, uns Lifestyle ändert. Und du kannst das ganze Neue Testament lesen, immer wenn ich was sagen, dass wir folgen Jesus nur, das ändert uns Perspektive und wo wir leben wollen. Das weiß ich gut. Aber das ändert nicht bloß, wo wir leben wollen, das ändert uns Missionsfeld, das ändert uns Missionsmind. Heute eine Frau fragen, woran glaubst du überhaupt, dass du auf dieser Welt? Woran bist du hier? Lass mich dir das ein bisschen leichter merken. Als du dein Leben nur Gott geben willst, woran nimmt Gott dich nicht mit?
Den Tag, wo die Leben handgeben sind, oh, das wir so maglich und die wisst ganz genau, Gott hat die all deine Sinn vergeben, die wisst, wie wir schreit für den Himmel. Warum leitet die hier? Warum leitet Jesus die hier? Dachte so, die muss erst mal utfinden, dass du kannst jeden Sinn schaffen, oder will erst mal sein, wo stark die wirst jeden versuchen, und wann die dort wo schmerzen, dann kannst du dann für einmal bei Gott sein, den du mit einem Hauptvers singen, oder warum leitet die hier? Denk du mal. Und keiner braucht uns die Frage beantworten, wie weiten, dass die einzige Ursache, woran wir hier sind, als wenn du viel mehr Menschen, die Gott nur durch von Jesus, dass die auch wollen mitgehen. Wie weiten das? Nun, wenn wir dort nicht, wo sage ich Ihnen, dass das nicht wird verdreht hier, aber wenn wir dort nicht als Priority merken auf dieser Welt. Weil wenn du nicht Gott leben wirst und die anderen Menschen leben wirst, dann sollst du überhaupt nicht Mission tun. Aber diese zwei Dinge sollen wir unbedingt tun, sodass wir die Welt wollen wissen, wer Jesus ist. So die Welt wird Jesus kennenlernen. Und so, das ist so wichtig, dass wir dort sein, dass wenn wir erstmal einmal Jesus Christus in uns Hort haben, dann ändert uns unsere Berufung. Und das meint nicht immer, dass du den Schab durchluten und das ist überhaupt etwas, was ich nicht verstehen kann. Diese Jungs, was Jesus rauben, die wären was anderes. Ich weiß überhaupt nicht ganz genau, was die sagen, aber kannst du dir das vorstellen? Jesus brachte eine ganz neue Idee, was die nach Himmel hier hatten. Ich meine, was ist ein Menschenfäscher? Was nie hat einmal ihre Nummern geteilt, ihre Fest geteilt und ausgefangen, wie viel Geld das wird merken und was immer das Geld wollen. Niemand einmal sagt, ich will nicht mehr Menschenfäscher sein, ich will Menschen fäschen. Was meint das, nicht? Wo die keine Däufigkeit, oder wo kämen die Kilos, nicht? Da wir eine neue Idee, aber die weiß bloß ganz upfront, Jesus, das Erste, was die zu den tut, wenn die sagt, ich soll mich nur fallen, die ändert der Lifestyle. Und was ich will sehr klar haben, dass Jesus sagt nicht zu allen Menschen, die was dort tachluten, in Menschenfäscher wollen, aber immer, wenn wir Jesus nur fallen, dann ändert uns Lifestyle. Und das meint, wir wollen von du und wieder unsere Priority im Leben als Menschen nach Jesus bringen. Wo mag ich das sein, dass du das verstehen kannst? Das ist ein bisschen so, dass es in uns Blut bin. Nicht, dass wir Gott seine Kinder sind, Mission soll immer du sein. Das darf nicht in Christ, wo du nicht in gescheckter Christ ist. Das darf nicht in Kind Gottes, wo du nicht in gescheckter Kind Gottes ist, um die Welt nach Jesus bringen. Das darf nicht sonst dort. Und so, dass wir dort weiten, das muss ein Lifestyle sein. Okay, das Bild mir einmal vorgemalt, aber für mich merkt das, mich helpt das zu begreifen oder zu sein. Im Alten Testament hat wieder so steht, oder hat wieder so steht. Im Alten Testament wieder so steht. Dort, du wie ein Tempel, in Gott kein berufen, das ist ein Tempel, und wer immer du willst mit Gott in Gemeinschaft sein oder mit Gott sich begehen, was musst du tun? Ich denke mal an. Der Läwensstiel wäre, die Menschen müssen in den Tempel kommen. Aber wenn du in Babylon wirst, die Menschen, die drehen sich nach Jerusalem, wenn du wie der Tempel, du wie eine steht, ein Platz, wo Gott raufkommt, und du musst Menschen taub kommen, und du wirst mit Gott taub. Jesus ändert den Stil, und wir finden in Johannes Kapitel 2, ich kann nicht Titel nicht alle lesen, aber lesen das nur. In Johannes Kapitel 2 sagt Jesus, dass er ist das Tempel geworden. Nun ist das nicht mehr bloß eine Location oder bloß ein Haus. Jesus sagt, ich bin der Tempel. Nun ist Jesus der Zwischenhändler zwischen Gott und den Menschen. Was tut Jesus, wenn er auf dieser Welt wir? Wie weit nicht Menschen kommen durch Hand, das nicht. Du siehst dort viele Mal, dass entweder die Kinder kommen nur Jesus, oder Jesus hat bei Jerusalem einen Tempel, und die Menschen kommen nur Jesus, die Arme, die Lahme, die Krepels, die kommen durch Hand. Aber was tut Jesus, wenn die nicht handkommen? Aber certain bleiben, right? Die weiten sagen Gott, was Jesus tut. Und die Wahrheit ist, dass Jesus ging durch Hand, wo die wären. Die ging an alle Arken, bei alle Dienste stehen, und Jesus, die ging durch Hand, wo die wären, wo die nicht kamen. Nun war er. Das soll ich genau horchen, wo ihr das verstehen, wenn Jesus wie Gott, aber Jesus wie 100% Mensch. So das meint, dass Gott wird alle Kraft, die wir begrenzt an einen menschlichen Körper, wenn der selbst entschieden hat. So Jesus hat Limitations, Jesus hat Begrenzungen. Und eine von den Begrenzungen, was Jesus hat, ist, der kann bloß auf eine Stelle, auf einmal sein aus dem Körper. Aber so viel, als Jesus getan hat in den paar Jahren, das ist unglaublich. Die Lüge, dass die Menschen würden kommen, die wird nicht in die Jünger, die sich holen, und Leute auch einen Part von der Königreich zu sein. Aber nun, guck mal, was wir sind aus der Kjoakj. Wir weiten sagen Gott, wir sind nicht in der Building. Wir weiten sagen Gott, dass wir sind nicht Jesus. Aber Jesus sagt, die Bibel sagt, Paulus sagt, dass eben zu den Korinthern alle, der sagt, wir sind
den Heiligen Jesu Tempel. Nu, das Tempel, wo Paulus von reden jetzt, das ist nicht der Tempel in Jerusalem, das ist nicht bloß ein Haus, wo da steht. Das ist nicht bloß ein Körper, wo auf eine steht, auf einmal kann sein. Wir sind mit einmal Tausende und Millionen Tempels, wo alle Wege in der Welt verstreut sind. Was wird passieren, wenn wir das wirklich glauben? Nu, kick mal nicht das. Wenn in Israel müssen in den Tempel kommen, um mit Gott in Gemeinschaft sein, oder in Gott in Jehen wird sein. Und als Jesus auf diese Welt wieder, muss Jesus durch Hand kommen, dass wir mit Gott in Gemeinschaft sein. Aber von der ersten Tag, was braucht die Welt, um dass wir mit Gott in Gott in Jehen wird kommen? Das braucht, dass die mit dir taub sind. Das braucht, dass du bist, wo die sind. Entweder, dass du dich anladen, wo du bist, dass du durch Hand gehen, wo die sind. Und wahre, dass man ein Lifestyle sein. Wenn du das glauben ist, was lässt du, was wirklich in unserer Kolonie passieren? Was lässt du, was in unserer Welt passieren, wenn wir diese Wahrheit wirklich so sagen, als wir das? Wir sind nicht bloß ein Tempel, aber wir sind Tausende, Millionen kleine Tempels, wo du in Einigkeit schaffen, dann der Gott nur dich rüberbringen. Wo immer du bist, because du hast Gott deep in dein Hart verwandelt, du hast die Kraft Gottes in dir, wo immer du bist, wo immer ich bin, wo immer wir sind, uns sind auch Smarts, in unsere Small Groups, und alle Ministries, die wir haben, oder bei Arbeit oder Tüßraum in das, wenn du Gott in die Gehen, wo die Hand dran ist, was wird passieren? Was wird passieren, wenn wir abhören, hör ich mal her, was wird passieren, wenn wir würden abhören mit sein, wir wollen in die Kjoakj fahren, dann wir bei der Kjoakj mit dem Service fertig haben, weil wir Mission tun. Was wird passieren, wenn das ans Missionsfeld wird? Nicht, dass unbedingt nicht steht, wo wir uns celebrating, wo wir Gott wollen ehren, wollen Gott loben, aber was, wenn das ans Missionsfeld wird? Was wird passieren, wenn du nicht siehst, dass du was erstmal näher fahren, oder was immer unsere Ministry sind in der Kjoakj, und wenn die dort haben, weil wir nach Mission tun? Was wird passieren, wenn wir nicht sein, wenn wir mit den Kindern vor dich haben, und wir haben ein Kinderministry in unserer Kjoakj, wir wollen nicht erst in ein Kinderministry rüber wollen, weil wir ein Missionar sind, ein Prediger sind, oder was immer. Was, wenn dort ans Missionsfeld wird? Was, wenn wir unsere Jugend, wo immer die sind, was, wenn dort der Missionsfeld wird? Was, wenn wir würden wachen oder abhören sein, ich muss erst diesen Stage durchgehen, ich muss erst Schuld durch sein, ich muss erst das tun, oder ich muss erst eins tun, was immer, ein Missionsprojekt hier, eine Missionsorganisation hier. Was wird passieren, wenn wir sehen, dass wo immer wir sind, was immer wir tun, dort ist unsere Mission, dort ist unser Missionsfeld. Was wird passieren, wenn Leben, alle Wehen, wo wir sind, und alle Wehen, was wir tun, wo du zu sein, dort wir ganz von Horten würden Jesus nur fallen, mit Jesus ein Leib holen, mit den Menschen ein Leib sein, wo wir ranwählen, und die Deinen die halten, und ab denen war ich bewiesen, dass das, was Jesus wir, das, was Jesus im Körper sitzt. Was lebe ich wird ändern? Kann ich Ihnen was sagen? Die Ursache, warum ich lebe, so sehr viele Menschen tun nicht Mission, because die wollen erst das tun. Wir haben Mission so sehr categorized, dass wir haben Kjoakj und wir haben Mission. Wir haben Schule, wir haben Mission. Wir haben, was immer du für ein Ministry hast, und das sind gute Dinge, die hast dort und die hast das. Wo würde es sein, wenn alles du zu tun, dass wir würden actually dort ans Missionsfeld merken und uns deupet hart wird sein, dass wir wollen Gott leben, wir wollen andere Menschen leben, aber andere Menschen sind auf der Welt. Wir wollen die Welt leben, wir wollen die helfen, dass die Jesus finden. Was wird passieren? Please, freu die Frau, was wird passieren, wenn wir das sagen? Nu, was zurückkommen kann, das ist unbegreiflich. Und mir hat was zu Frauen, actually. Wenn du glaubst, dass du kostet nicht, oder wenn du glaubst, dass du bist nicht das genug, oder jan genug, oder dort genug, was braucht dort, dass du bloß mal was gehen, in Gehorsam sein, und die Menschen dort sagen, was Gott hat für dich tun? Was würde brauchen? Nicht die ganze Welt. By the way, wenn Jesus sagt, sie sollen das Evangelium in der Welt ändern, der sagt nicht du, der sagt je. Das ist nicht deine Abgabe, das ist unsere Abgabe. Ich lasse in Johannes letzte Weg. Johannes Kapitel 1 ist das wunderbare Vers, wo das Vers bin, was ich Ihnen jetzt verlesen habe, wo es sagt, das Wort wird Mensch, das Wort wohnt man ganzen. Und ich war ganz emotional, because ich dachte mir immer, was wird passieren, oder was wird passiert sein, wenn diese Jungs dort einen Stall gehalten.
Die ganz beste nodig, die ganz beste, die ganz beste nodig, was uns können geben, wenn dort mal einmal was für Stell geworden ist, so abgehört hat. Und ich las das tun, und wenn man wartet, das ist ein armer Bengel, ein verachter Bengel, sondern was die gleich sagen hier in Wellen, das ist Johannes der Däuper, weil das ist ein von den demütigsten Guys, was die Welt gesehen hat. Die haben die Kleider luten in Nörschen, das Eten, was die haben, das stinken, und die wohnt erst in der Wüste. Aber der Junge hat sich ein Ding verhindert, dass die eine Stamm sind für Jesus in der Wildnis. Und alles, was Johannes tat, und alles, was die von Johannes fingst, ist bloß einfach dort, wenn Menschen kommen, dann wies er denen Jesus. Johannes hat sich ein Ding verhindert, dass er will sich nicht berühmt merken, aber er will Jesus ihn nun berühmt merken. Right? Und dann sagt er in Johannes 1 dort, Johannes auf selbst ging, ja, aber dann steht er sein, das mal wieder und das mal wieder und das mal wieder, und dann sagt er, guck mal, du bist das Lamm Gottes. Der wies immer nur Jesus, sagt, du bist das Lamm Gottes. Und ein paar von diesen Jungs, die gehen Jesus hingeran, der wird erst Johannes in die Gänge werden, die wollen mal immer Jesus in die Gänge. Wie dass die dort hören, was Johannes sagt. Und ein von denen ist Andreas, sagt er. Und Andreas, der wird gläubig werden, was Johannes sagt, und so der folgt Jesus nur. Dort ändert in sein Leben, und das ganz Erste, was der tut, ist der Rantner Simon, sein Bruder, und sagt, wir haben den Messias gefunden. Der sagt, dass man ein Mühl, oder der glaubt in sein Hort, der sagt, dass man ein Mühl, und das wird angenommen. Und Simon, der kommt dann auch nach Jesus, und der gibt sein Leben an, und der verändert. Und Jesus gibt den anderen Namen, den sie nennen Petrus. Und wenn diese Geschichten lesen, der ist aus, wo Petrus einen Tag predigen, der ist der Heilige Jesus gekommen, 3000 Menschen bekehren sich. Was geht die da in den Kopf? Ich meine, wovon ferner gar nicht, because die Welt ändert, wenn Petrus ist kommt. Aber was, wenn du wie Ferden abgehört? Irgendwer muss Petrus dort vertrauen. Irgendwo hier Petrus dort. Was weißt du von? Du warst vielleicht nicht, und vielleicht ja. Vielleicht warst du in Afrika fahren, vielleicht, ich weiß nicht, wo Gott war oben. Aber du, wo du abwaschen das, du am den Dashman in die Kenia, oder du in deine Schule, oder du in den Platz, wo du bist, wenn du bloß mal treu sein in Jesus-Wesen. Denk mal, wer sich du kann angeben, und denk mal, was das kann ablösen. Viele Jahre drei, als wir dann Jungen schaffen, dann weiß ich, dass das ein Tag Smars wir hatten, ich lade an, wer immer du will, nächsten Tag Smars eine Gebetsstunde kommen, täglich Smars, die können im Riefer kommen, wo die Top kommen, beten. Und ich werde dann wieder sorten, und beten, und raten, und mitteilen von allen Sorten, dann, aber irgendwie das ist eine junge Früh. Und diese junge Früh, wie eine sehr interessante Früh, die hat ein Hort für Gott, aber die hat ein Hort für andere Menschen, das Evangelium mitteilen. Und dann früchte ich bloß, dass wir wollen beten für eine Gruppe von Menschen, wo du auf einer gewissen steht, wo viele Menschen sich bekehrt haben. Und die vertelt mit so viel Passion und so, wenn du wie warst, und man fragt, wo weißt du all das? Und dann vertelle ich mir die Geschichte, wo wir waren. Und dann steht das eigentlich dort vertellen, weil wir gleich natürlich das selbst vertellen. Margaret, was können wir uns die Geschichte vertellen, please? Ich frage Margaret, dass der uns wohl ganz kalt dort vertellen. Actually, nimm so viel Zeit, dass du weißt. Aber dort wie für mich so wunderbar, bloß zu sein dort, wir brauchen bloß treu sein. So, hey, Margaret, ich wollte nicht verstehen, ich kann es selbst tun. Das ist ein guter Freund. Und wenn jeder hart will, kann lernen, dann will ich bald wissen, woran das ein guter Freund ist. Take your time. Nimm den Bursch. Stand. Hello. Ich würde jetzt eine Pottes. Und dann zei ik tegen Joshua, ik zei, ik ben nervous voor morgen. En dan zei Joshua to me, we hadden al lang tijd voor die gebed. Die brukst niet nervous zijn. Dan dacht ik zo, oké, ik wil helemaal niet nervous zijn. Just sharing. Maar ik was op in een familie waar we dan uitwendig gebeden. Uitwendig gebeden leren, wie dan ik directly met God vertellen. En ik ben naar Heinz Marius en mijn broer Jaap thuis, Pollo, voor dat wat ik kan. En dat was sehr interessant, want dat was een ganz andere Mensch geworden. Die wird von einer Nachbarn andere wieder ein anderer Mensch. Und wo das dort geschafft hat, weiß ich gar nicht. Ich weiß, was ein denkt dort, was die hat,
du hungad mi nu. Ik wil gab tidig smars tom maken. En dan wil ik bezien in zijn bad zetten en leren dat hij zomaar ophaalt. En wanneer hij is ophaalt en dat is niet voor het predigen, dat is niet dat we bezonnen live. En mijn honger naar wat hij hoort. En really alles wat ik wil doen als president doen. Me weer actually zeggen hoe dat in de Bibelschool vormt en dan ben ik weer thuis. Maar ik was dan aan dat hij deed voor ons beden, maar ik wist niet wo zij de heeft God gepraat voor ons als een familie. En ik weet dat mam heeft ook voor ons gebeden als een kleine kind. Ihr zei, je hebt Jezus kende. Maar die bedt voor ons. En ik geloof dat we ja, de eerste wat heeft voor mij gebed, omdat ik een Christ worden. En ik geloof du vangt eraan. Thank you. When I was 14 years old, dan voelde ik in Canada. En ik vang aan te schaffen bij een pepper en tomato farm. En especially die tijd, dan werd ik een zeer insecure met jou, zo sick. Ik wist niet wie ik werd, ik wist niet wie ik werd in God. Ik wist niet mal dat ik kon mezelf zijn. Ik dacht dat ik misschien iets van anderen zijn. Tom en dat leven durch me. En ik ben een jonge Christ, ik kom bij 1 jaar 3 bekeerd. So, du bist noch ein Doll, was zu passieren. Ich schaffte immer bei 15 bis 20 Menschen durch in ein Warehouse. Meine Schwestern und ein paar andere Frauen, ich glaube eine Frau oder zwei, die sich auch bekehrt haben. Wir fangen an, jede Weg für diese Menschen zu beten. Nur zu tragen, jede Weg. En dan voor die mensen we de week hebben beden, dan wil we nächste week naar huis. En we hebben steeds dat te doen, en really, we zijn geen vrucht. Maar we eindelijk wist ik vanaf dat gebeuren, die houden wegen dat is waar ik bij hier kwam, dat ik me bekeren deed. So dat we ganz klar aan mij, krijg nog wel insecure ik weer dat gebeuren houden. So we beden voor deze mensen. Maar immer schaffe ich diese Besiedlung mit Jahr. Und wir den eine Tomato Maschine ran. Und sie fangen an zu vertrauen von ihr Leben und was sie nicht kann die Bibel verstehen. Und ich sehe auch dort, wir haben actually angestellt für die Gebet. Und sie gucken nachher nach mir und sie können nicht glauben. Sie falls sich dort nicht wird und dann fragt sie nach, wieso? Und dann sehe ich bloß, wenn Jesus auf dem Kreuz wird, hij hoort aan haar gedacht in tijd wat hij sterben daar. En zo staat broek zijn doel en zo neem mijn hand en we gaan in een washroom nemen en ik weet nog niet wat er passiert is met die machine, wie rande. So wat er met die tomatoes passiert is, I have no idea. En we vinden dat maar dat de supervisor die had hingen rond, because really that it was strange. Aber dan groet we gaan ik denk en ziel en zij wil zich bekeren. Ze gaan in een washroom nemen en doen val ze uit. Ze vallen naar de knieën. Dan vroeg ze mij, wat niet, wat zal ik zeggen? En ik zei haar wat ik doen hoor. En ze
fangen te beden og Gott würde in der Horn kommen, dat Jesus würde vergeben. En zij roar van de machine, ganz bij de washroom en doe zij roadlos, battelig. En da wird so zij abstundet van ihre knieën, like da wie een andere mens, een andere licht met haar. Wat ik dan niet gewusst had, weer dat du weer meer mensen wat ons zijn hoor. En especially een jonge mij als ik groeit, ik ben wat zij zijn hoor. En wat de rumors nu dat weer. I nam haar hond. I dragged her to the bathroom. So ik deed maar alle je wilt haar met de hond naar de washroom brengen. Met je wilt op een knie snap. Ik weet niet wat je doen gaan, maar dat is wat ik kon doen. En ze me zei met alle je wilt niet bekeren. En ik heb 14 dag, wanneer de stad wil schaffen, ik wil als slaaf 14 doen gaan. But it turns out that dat niet de case. Ik kon niet zo'n power high, definitely niet. That young lady, wat ik gegroeid had, there's a rumor je started had, aangevangen had, zij vertelde te haar cousin, ik had die nog niet gekend. En ik kreeg me eenmaal een phone call. En dat was een beetje strenger, zeer opgericht. En die zei, wat wist je iets wat ze dat je doen gaan, te dien vriend bij de arbeid. En dan heb ik zo, like, dan was ik eraan wat de rumors weer, dat het met je wilt weer. En ze valt zich, de kwam van de enemy al wat de rumors gespreid hadden. En ik doe groot val ik me doen niet nu dat ik mis van mij opstoen of mij defending. Ik val me bozaad duip dat dit jong honger, niet dat wat ik wat mij honger, wanneer ik eerst aan mijn begapen werd. En ik val me zo Gott had er mij gereed doen. Ik weet niet van wat ik toen gezegd had. Just simply dat de smaal ze mij dat choice tom Gott niet aannemen en had. Dat deed niet zo lang, dan kreeg ik nu recht dat de jong had zich bekeerd. En dat weer een vleeg. Ik doe een kleine stootje en dan van in onze kerk aan te gaan, bij onze jongen en dan werd ik een student leader. En hij had zijn vriend, zijn beste vriend, van verteld en hij bekeert zich ook. En met die tijd, dan vangt deze, met de mensen waar ik met die te schaffen, van zich ook langzaam aan te bekeren. Niet door mij, maar bloos door deze vrienden en deze mensen wat er allemaal die weer. En ik wil gelijk deze testimonies nog helemaal sometimes te horen. Maar wo, this chain, dat zo boezig spreading, nu had ik niks met te doen. Ik weet bloos een insecure girl, wat op eerms honger naar God. En dat God kon daar mij zo stot schaffen, dat weet. It was an honor. Wat van deze mensen zijn leiders geworden in de kerk. En de vrije zijn godly women geworden, godly mothers. En 3 dingen wat ik geleerd had van dit is. Eén, Jezus zijn naam, maar hij van in een negatieve weg is. Maar hij van ik geloof dat een negatieve weg spreading, dus dat rumor. Jezus zijn naam is zo sterk en zo powerful, dat kon danach mensen saving. En God, tweede ding is, God kon een insecure last 15 jaar met jou brengen. Wat de hungrig wordt voor Jezus. En een goede vriend zei eenmaal te mij, dat pray for the people till it makes sense. Sense to
Pray for the people until it makes sense to them. Bet für die Menschen, aber ich sein merkt für dich. Nicht abgeben. They'll come around. Hey, vielen Dank, schön, Margaret, für das Mitteilen. Margaret ist eine sehr dämliche Person, das wir anworden. Nicht bloß diese Gruppe, aber es sind viele Testimonies, die ich weiß, von wo die Zeit, wo man Jahren schaffen, und haben eine Person oder eine Person sagen, hey, wenn die Testimony vertellen, sagen, hey, Margaret hat mir das mitgeteilt. Und kriegst du hier, die wird abpassen, was die sagt, aber ich will niemals vergessen, dass wir du bin Rief aus und beten. Die vertellen diese Geschichte viel an Detail. Und some von diesen Menschen, was die haben getan, und wie eine Gruppe von 100 Jahren, was die Taubthemen zum Bibelstehen haben, und viele große Part von denen haben sich bekehrt durch sehr viele Menschen. So ich danke schön für das Mitteilen, für alles sein. Ich will hier fertig machen, ich will bloß das zu Ihnen sein. Du weißt keinmal, was Gott für dich hat. Viele Jahre später, dann wieder mal in Mon, die kamen von Amerika, die fuhren in India, die hatten Angelo zu reden, und die reden zu vielen Menschen. Und das Guy dachte so, wenn Gott mich so wie checkt und so, die wollen nicht so kommen reden, Gott hat eine Arbeit, die wollen viele Menschen sich angeben, so dass ich fein die würden eine Anladung merken, ob eng von den Botschaften, die würden eine ganze Menschen was kommen und Leben Gott geben. Und das ist der Vorteil, dass wir eine einzelne Person, eine. Und die wir disappointed, die wir anmutig, die wissen nicht, was die Welt ging. Aber der eine Person, das war von der ersten Tag ein von den geradsten Missionaren, die was die Welt gesehen hat. Und an sie 21 Jahrhundert. Und es sind viele so eine Stories, eins von den an. Die weiß nicht, wem die dort was mitteilen, wenn die bloß was gehorsam sind. Eins, wir müssen mal Billy Graham auch mitteilen. Das ist gleich, das Guy, der so viel died. Das ist probably der, was du bloß treu wie in diesen Guy dort mitteilen died. Wem was die dort mitteilen? Jemand hat mal gesagt, die kostet den Apfel an einem Baum teilen, aber die kostet nicht den Apfel an einem Apfelkuchen teilen. Das ist die Wahrheit. Was Gott mit dir was tun, wenn die das was sehen, die ist keine Idee. Sie bloß treu, lass die checken, und du hast mehr als eine Acht, was die Ball in dein Leben, was die mehr schaffen. Du hast eine Kraft Gottes, was die driven wird. Stut ab, wir beten. Jesus, wir danken dir von dir, für hier sind wir uns taub, wir danken dir für deine jeden Worte, mit dir mit den Helden Jesus zu uns reden ist. Dankeschön für die Testimonies und Dankeschön für was du allein kannst tun. Ich danke dir, dass, wenn du der Gott bist, was alle Kraft hast, du teilst uns genug wird, dass du was mit uns taub diese Dinge wollen tun. Der Friede von der Gott nur wieder der und es sei viel zu scheinen, dass du was allein tun, du wirst mit deinen Körper, mit deinen Kindern, mit deinen Kjoakj taub tun. Und ich bete Gott, dass du uns was offene Augen, offene Herzen geben. Und nicht bloß offene Augen, offene Herzen, aber jeweils offene Hängen, welche Feiten. Und alles, was braucht zum Gehen. Ich bete von dir, wenn hier so eine sein wird, du sich anwürdig fühlen, im Sinne, was du fühlen, dass die haben Disabilities, was du je in ihnen sind. Ich bete, dass die uns helfen, mit das Beste, was sie haben, und das Beste, was sie können, bloß helfen, treu zu sein. Und help, dass diese Kolonie, diese Welt, wird nicht uns, aber die kann lernen. Und dass du was entwiesen, wer du bist. In Jesus' Namen. Amen.